Andrea Müller will aus diesem Flugzeug springen in 4000 Metern Höhe. Das Wetter spielt mit, alle vom Fallschirmsportzentrum Haßfurt freuen sich aufs luftige Abenteuer. Sonntagmorgen kurz vor 10 Uhr startet der Flugbetrieb. Im Tower Rolf Schneider. Während am Nürnberger Flughafen 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind, gibt es in Haßfurt nur einen Festangestellten. Ich bin das Mädchen für alles. Mal bin ich der Hausmeister, mal bin ich der Geschäftsführer, dann bin ich der Flugleiter. Und das Spannende an dem Job ist einfach, man weiß früher nicht, was auf einen zukommt. Ob es dann wieder mal Probleme mit dem Telefon, mit der Funkanlage oder mit der Tankstelle gibt. Und das ist so die Herausforderung. Man muss in dem Job, den kann man ja nicht lernen, so als Lehrberuf, sondern man muss so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein. Alpha Victor, Haßfurt Radio, guten Morgen. Zudem unterstützt ihn seine Ehefrau am Funkgerät. Alpha Victor, die Piste 1-1 in Betrieb, kein gemeldeter. Ein Geschäftsmann aus Zürich landet auf der Piste. Die Bahn ist 1043 Meter lang, stattlich für einen Verkehrslandeplatz. Das Fliegen haben hier viele von Hans Schaller gelernt. Der ehemalige Tornado-Pilot betreibt eine Flugschule, ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund. Das lockt viele nach Haßfurt. Die kommen zum Teil aus ganz Europa, also aus Österreich, Schweiz, Niederlanden, aus Rumänien sogar hatte ich jetzt letztes Jahr einen Schüler, den musste ich in Englisch unterrichten. An diesem Tag sitzt der Niederländer Roland Slagman am Steuer. Flugstunde 28. Bis zur Prüfung dauert es noch. Den Start hat er dem Tower gemeldet. Hier muss Rolf Schneider aufpassen. Um den Flugplatz befinden sich Naturschutzgebiete. Da hatten wir gestern ein Reh auf der Bahn mit 3 kleinen Kitzen und das wollte die Bahn einfach nicht verlassen. Und dann mussten hier alle Fahrzeuge und Flugzeuge hier innehalten, bis sich dann das Reh entschieden hat, die Bahn Richtung Norden wieder zu verlassen. Rund 12.000 Starts und Landungen jährlich verzeichnet der Flugplatz Haßfurt. Die Fallschirmspringer üben am Boden Figuren. Davon wollen sie möglichst viele unterbringen. In 50 bis 60 Sekunden. So lange dauert der freie Fall. Andrea Müller ist schon über 1000 Mal gesprungen. Die Faszination ungebrochen und die Formation etwas Besonderes. Das heißt, wir springen als Gruppe raus, 2 bis x Leute, je nachdem wie viele gerade zusammenkommen. Wir liegen alle auf dem Bauch und legen geometrische Muster mit anfassen. Das Fallschirmsportzentrum ist ein Verein. Die Ehrenamtlichen bieten in Haßfurt auch Tandemsprünge an. Sie sorgen hier für viele Flugbewegungen. Während die Fallschirmspringer starten, landet Flugschüler Roland Slagman. Das ist für mich auch Aufregung. Aber wenn man dann auf dem Boden ist, dann denkt man, wow, ich habe es wieder geschafft. Die Fallschirmspringer haben nun 4000 Meter erreicht. Jetzt will Andrea Müller mit den anderen im freien Fall geometrische Muster bilden. Wenn es klappt, sehe ich alle um mich rum grinsen und strahlen, jeder freut sich. Wenn es nicht klappt, dann lachen wir uns meistens kaputt, weil dann oft eine völlige Verwirrung herrscht. Man kann sich ja nicht abstimmen, was machen wir jetzt. Dann wird improvisiert und das klappt nicht immer so, wie es soll. Aber das ist das, was es eigentlich ausmacht. So dieses Gemeinsame, jeder freut sich, jeder trägt ja was dazu bei, dass es klappt. Und das ist einfach super intensiv. So, schön war's. War ein richtig schöner Sprung, alles gut geklappt. Und auch Rolf Schneider ist am Boden, an der Tankstelle. Bei uns kann man rund um die Uhr 24 Stunden am Tag tanken. Die ganzen Rettungsfahrzeuge
Flieger, ja, ich sag mal DRF, ADAC. In Haßfurt hat man einen Wohnungsbrand, da waren 2 Menschen mit CO-Vergiftung und da rief mich die Rettungsleitstelle nachts um 1 an, sie schicken hier 2 Hubschrauber nach Haßfurt, aber sie müssten unbedingt danken, weil sie die Personen nach Halle an der Saale fliegen mussten und das war für uns kein Problem. Für technische Schwierigkeiten ist Haßfurt ebenfalls gut gerüstet. Fluglehrer Hans Schaller kann reparieren und ist hier auch Prüfer für Luftfahrzeuge. Ich kann halt nicht mit dem Flugzeug rechts ranfahren, wie mit dem Auto, wenn da was ist. Ne? Und dann hole ich halt einen Abschleppwagen. Von daher sollte das natürlich immer gut und sicher funktionieren. Auch die Kinder von Geschäftsführer Rolf Schneider fasziniert das Fliegen. Sie helfen am Flugplatz mit, so wie viele hier. Das wissen zahlreiche Pilotinnen und Piloten zu schätzen. Von 10 bis 19 Uhr ist im Sommer in Haßfurt Flugbetrieb. Danach werden die Maschinen wieder fit gemacht für die nächsten luftigen Abenteuer.